Herzlich willkommen zu dieser Episode von Buff Crit Loot. Wir haben es lange nicht mehr gehört, aber wir sind mittlerweile bei Episode 69. Und so schön, wie die zwei Zahlen zusammen aussehen, so schön sieht Steffi und ich heute aus. Und wir präsentieren euch diese Folge mit voller Freude. Wir haben Themen wie Skull and Bones, nachher eine Podcast-Reihe, die berühmtesten Piraten vorstellt. Wir haben im Crit natürlich Palworld oder Pokémon mit Knarren. CD Projekt Red, wo über Übernahmen redet. Ubisoft, wo über Gamer, wo nicht mehr Spiel selber besitzen sollen, etwas gemacht hat. Und wir haben laut ein paar spannende Spiele. Habt viel Spass und Game on! Yes, enjoy. Wir sind back. Und ja, vielleicht, dass ich es nochmal gesagt habe an dieser Stelle, dass wir vor 2 Wochen keine Podcast-Episode hatten, war leider meine Schuld gewesen. Ich bin nämlich krank geworden im Verlauf des Montag. Richtig dumm. Das hat mich natürlich auch verdammt geärgert. Darum hat es jetzt den ganzen Januar keinen Podcast gegeben. Sorry for that. Aber wir sind jetzt im Februar dafür wieder back on track und voller Freude für euch die neuen geilen Themen zu präsentieren. Genau. Das ist natürlich so die Frage aller Fragen. Nico, wie viel hast du gegamet über Weihnachten, Neujahr und im Januar jetzt? Doch, schon. doch. Schon sehr intensiv. Und zwar viel Knights of Honor 2 für mich, wenn ich mal Auszeit habe gebraucht. Viel Apex mit den Jungs. Ich habe angefangen mit dem Lexu Bloodborne zu spielen. Das macht wirklich Spaß. Nice. Einfach so mit Abwechseln, wenn man stirbt. Mhm. Ich bin hure schlecht. Es ist schon Bloodborne, also. Und was habe ich noch gezockt? Natürlich habe ich Palworld angezogen, aber zu dem Kommen wir dann später noch. Genau. Ja. Grande Fiesta hat ich fast gesagt. Richtige Popcorn-Party, was das Game betrifft. Hi. Genau. Ja. Ja, super. Ich Und habe Tears of the Kingdom beendet. Finally. Nice. Richtig gut, ja. Ja, es ist so ein episches Game. Einfach fantastisch. I love it. Wirklich. Was passiert am Ende? Nein, sag's nicht. Ja, das sage ich nicht. Der Yves hat es einfach immer noch nicht fertig gespielt. Ich habe gesagt, so, hey Dude, ich spoilere die jetzt tot. Ja gut, der Yves und Sachen fertig bringen, Ja, gell? das ist es so. Der Yves und Sachen mal abschließen. Genau. Nein, der Yves ist ein super guter. Er ist, ja, das habe ich ja nicht einfach gesagt, was Games betrifft. Ja. Nein, und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Ich habe ja vor 1,5 Wochen ungefähr Prince of Persia gespielt im Stream hier auf brack.ch. Stimmt. Ja. Ich habe von vielen Orten gehört, dass es cool ist. Ja. Hey, ich habe von Anfang an gesagt, das wird ein hure geiles Game. Ich habe es von Anfang an gesagt. Die Leute haben mir es nicht glauben, alle motzen gsi, alle rumjammern gsi. Und wo sind wir? Ja, wieder dort, wo Steffi gesagt hat, ja. natürlich. Ja. Wie du es prophezeit hast, unsere Prophetin. Was soll ich sagen? Ich sage es ja auch richtig gern. I told you so. Fair. Nein, aber es hat tatsächlich vom Gameplay her sehr interessant ausgesehen. Einfach auch genug Action. Schwierig. Hey, vor allem es ist wirklich richtig schwierig. Also ich bin mir ja wirklich gewohnt, Games einfach auf dem normalen Modus zu spielen, muss ich schon sagen. Vor allem im Stream, wo im Stream wird auch aber immer mal wieder so mit dem einen Auge so auf den Chat chillisch, zum schauen, ob jemand etwas geschrieben hat. Du bist halt immer ein bisschen abgelenkt, bist halt nicht 100% so bei der Sache. Und darum ist so der Normalmodus in den Games eigentlich völlig ausreichend. Hey, aber holy shit, das ist schwierig. Du hast kaum Verschnaufpause. Also das ist wirklich ein Game, da muss man sich konzentrieren drauf. Und ja, ich muss sagen, ich glaube, ich werde es dann auch noch auf Anfänger abstellen, wenn ich weiterspielen will. Einfach, weil ich ein bisschen mit der Story vorankommen und ja, von dem her. Was hast du denn jetzt auf fortgeschritten, oder was hast Nein, du? normal. Also es gibt Mhm. Anfänger, normal und Hardcore und dann noch Benutzer definiert. Ja. Ich glaube, du kannst es sogar noch einfacher als Anfänger einstellen, aber das würde ich auch nicht machen.
Für das ist mir mein Stolz dann doch zu gross. Ja, ich würde sagen, also, aber wenn man dir so zugeschaut hat, hat es ihm leicht triggert und man so gedacht, Steffi, ist doch eigentlich Ja, klar. spiel es auch selber, Mann. Nein. Ja, wir spielen es. Wir haben da, wir machen das. Das Ja, machen wir auf jeden Fall. absolut. Ist gut. Wenn ich schon grosse Schnurren habe, dann muss ich es Ja, beweisen. dann musst du Das es ist fix. beweisen, das ist so. Das ist genau so. Ja. Hey, aber jetzt soll es ja eigentlich zuerst um ein anderes Game gehen, beziehungsweise in unserem Podcast, also jetzt in dieser Episode, wollen wir gar nicht über Prince of Persia reden, sondern... Eigentlich nicht, nein. Gar Ja. nicht. Aber einfach, dass ich es euch nochmal erzählt habe, geiles Game, schaut es euch unbedingt an. Wenn ihr gerne Plattformer habt, Jump'n'Runs, dann holt es euch, das ist der Es soll Hammer. nicht um Prince of Persia gehen, aber geiles Game. Ja, Also. genau. Nein, aber, ja, genau, Skull and Bones. Also nach irgendwie wie viele Verschiebungen und 13 Jahren kommt es endlich. Das kommt endlich. Ich weiß nicht, wie viele Verschiebungen. Ich muss dir auch Ich ganz glaube, ehrlich sagen. 5 oder 6 Mal ist es wirklich verschoben worden. Wirklich Ich habe aufgehört zu grusig. zählen. Genau. Ja. Also ich habe aufgehört zu zählen und ich habe auch jetzt, als ich mich ein bisschen informiert wieder über den ganzen Stand, habe ich wirklich sehr viel auch gemischte Meinungen wieder gelesen im weiten Internet, weil viele Leute haben keine Erwartung mehr dran. Viele Leute sagen, ich will das jetzt interessiert mich gar nicht mehr. Ich habe dem schon lange abgeschworen, schon nach der 4., 5. Verschiebung habe ich gefunden, Jetzt okay, längt's. ich widme mich anderen Games. Ja, Aber fair. es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch Leute, die tatsächlich schon in eine Beta reingespielt haben. Es hat schon mal eine gegeben. Und dann Freude daran bekommen haben. Der nächste Open Beta ist am 16. Februar tatsächlich. Das heisst, eigentlich schon sehr gleich. Wir haben heute den 5. Nein, die nächste Open Beta ist am 8. Februar. Am Bist du 16. sicher? Weil hier Februar steht ist es 16.. Release. Nein, dann ist der Early Access. Nein, sorry. Nein, am 16. Februar erscheint das Game. Also. Okay, ich habe jetzt da... Oder? Okay. Also ich habe etwas... nein, ich glaube eben nicht, Steffi. Also in dem... Ja, also wir können es gerne auch nochmal schnell zusammen anschauen, aber in diesem Video hier sagt er am Anfang, dass am 16. man nochmal die Möglichkeit hat, in eine Open Beta reinzugehen, bevor Also der bei uns Early im Access Shop rauskommt. ist ab dem 14. Februar verfügbar. Ja, ist aber speziell. Okay, auf jeden Fall. Anyways heisst es ja, dass man eigentlich das Spiel auf jeden Fall gleich spielen kann. Also wenn es bei uns im Shop am 14. verfügbar ist. Also ich habe hier nochmal auf Google geschaut. 16. Februar ist wirklich Release. Okay, Ja. also gut. Dann sind wir sogar, dann ist es bei uns sogar schon vor dem Release verfügbar. Was aber komisch ist. Nein, Was, es heißt ab 14. Egal, komm, Inhalt, los. Was sicher Sinn macht. Nein, ich meine, Sean, sind wir bitte, ehrlich. Das Game ist so oft verschoben worden. Who fucking cares, ob das jetzt noch mal 2 Tage früher oder später kommt. Wirklich, interessiert doch wirklich kein Mensch mehr. Okay, fair. Okay, ja, du hast recht. Ich sehe jetzt gerade, dass ich die Ziele hier falsch gelesen habe. Du hast geschrieben Early Access am Fragezeichen. Ja, genau. Und ich habe, glaube ich, verstanden, dort, okay, es ist jetzt zuerst nochmal Open Beta und dann Early Access. Ja, okay, fair. Dann hast du natürlich recht. Dann erscheint es am 16. und am 8., das hat er nämlich in diesem Video gesagt, ist nochmal Open Beta, genau. Wo man kann reinschauen und nochmal ausprobieren kann. Das heisst, in 3 Tagen, und das wäre in dem von der Donnerstag, oder? Wo man nochmal reinschauen kann. Das ist Donnerstag, ja. Game, genau. Und es sieht eigentlich meiner Meinung nach sehr hübsch aus. Habe ich schon mal gesagt, als wir darüber geredet haben. Sehr viele sehr viele Ansätze sind mega cool, aber die sind halt schon immer wie ein bisschen da gewesen. Mit denen haben sie immer ein bisschen geworben und die Leute an der Stange gehalten. Wie es dann im Endeffekt umgesetzt ist, muss man schauen. Ich habe jetzt von Leuten Kommentare gelesen, die Beta gespielt haben und ein paar sind komplett überzeugt und ein paar sagen, hey, es hat viel zu wenig eigenen Charakter, es ist wieder so Ubisoft, wie sagt man dem, Fließband Arbeit, wo man das Gefühl hat, irgendwie ist der Charakter vom Game nicht wirklich fassbar, also das Ganze ist viel zu wenig piratenmässig, für das es so tut, als wäre es das grösste Piratenspiel ever, auch storytechnisch und so. Das habe ich alles gelesen. Aber ich habe von Leuten gelesen, die es mega cool haben gefunden und gesagt haben, ich gebe dem Game gleich eine Chance. Also es gibt mega abzweigende Meinungen dort. Ich persönlich
würde es mir auf jeden Fall anschauen, weil ich finde, wir haben jetzt schon so lange gewartet, warum nicht? Einfach auch mal in die Open Beta reinschauen und nachher halt sich selber ein Bild machen. Aber ich persönlich grosser Piraten-Fan. Die einzige, von mir aus gesehen, Alternative, die es ja gibt, ist Sea of Thieves. Und Sea of Thieves ist halt nicht so mies. Vor allem wegen Nie dem so gar Grafikstil. nicht. Der Ja. Grafikstil holt mich einfach überhaupt nicht ab. Und darum, Skull and Bones, ja, auf jeden Fall würde ich dem Ganzen einfach mal eine Chance geben und es mir mal anschauen und schauen, wie weit es man kommt. Und es ist ja auch Koop, das heisst, man kann es ja mit Leuten zusammenspielen. Das ist ja ein grosser Teil vom Spiel Ja, und auch wichtig. tatsächlich. Und so Zeug finde ich immer sehr, sehr gut, oder? Weil du kannst den sozialen Aspekt mit ins Game reinnehmen. Und das ist für mich ein grosser Teil, was es eben dann ausmacht. Fun mit NPCs haben ist eins, aber Fun mit richtigen Spielern haben ist etwas Ja, anderes. fair. Also, was, Ja. was ich vor allem auch glaube, weil du hast ja vorher noch erzählt, eben, dass sich viele Spieler, die sich eigentlich ursprünglich auf Skull and Bones gefreut haben, jetzt Mhm. sich dem Game wieder ja, abgewendet haben. Mhm. Absolut nachvollziehbar. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es irgendwie hure schlecht kommuniziert worden ist, beziehungsweise sie so Hopping gemacht haben. Also sie haben mal darüber geredet, ja, das Game wird so, dann ist es aber ganz anders geworden und dann haben sie die Game-Mechaniken wieder gestrichen und dann ist es irgendwie so gewesen, plötzlich. Man hat ja irgendwie erhofft, oder sind wir ehrlich, wenn es um ein Piraten-Game geht, dann erhofft man halt doch einfach, dass, dass man eben mit dem Schiff zwar ein bisschen kann auf dem Meer rumtuckern und auch Mhm. natürlich eben andere Piratenschiffe kann kentern und also abschießen und kentern. Mhm. Aber ich meine, es hat ja auch viele Inseln. Also für Piraten gehört es ja auch dazu, bei diesen Inseln anzulegen, dort gehen die Inseln erkunden, Dörfer Genau. gehen plündern, sage ich jetzt einmal, und so weiter. Genau. Und das ist ja dann auch irgendwann mal kommuniziert worden, dass es das wie nicht wird geben oder dass vieles wie so auf Knopfdruck einfach plündert wird, dass du Ja. gar nicht wirklich anlegst. Und das ist natürlich ja, das ist nicht cool. Also, wenn du natürlich nicht selber das Zeug kannst machen, also das ist ja ein massiver Verlust, weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich kann auch sagen, in dem Moment ist es halt gleich auch ein Game, wo jetzt nach zum Beispiel eben Sea of Thieves oder Assassin's Creed Black Flag ist das Ja, gewesen, Black glaube Flag, ja. ich. Eigentlich eins von der ersten wieder sehr, also oder ernstzunehmend ausgesehenen Piraten-Games ist. Und von dem her hat es natürlich dadurch einen gewissen Podestplatz sowieso schon. Also die Leute schauen schon drauf, weil es gar nicht so viele Games gibt Mhm. in diesem Bereich, oder? Und das ist natürlich ein grosser Vorteil jetzt für Skull and Bones. Ähm, und dann, wenn sie jetzt alles richtig machen, dann ist eigentlich ein Win. Ja, Aber und wenn halt sind wir natürlich, ehrlich, es sag mal, sieht so atmosphärisch aus. Also, ja, aber der Trailer Wahnsinn! und ja, Ja, und ja, das aber Gameplay, ja, ja, ja und gut, aber, klar, es ist zweierlei, aber mhm. mittlerweile ist halt das Gameplay dann gleich auch sehr ähnlich, Ja, ich wie weiß es nicht. wie Ich der traue dem Trailer. nicht. Ich traue dem nicht. Ja, gut, okay. Ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Also, es hat ja schon den einen oder anderen Open Beta gegeben, wo man so die Ja, ja. Anfangssequenz hat können spielen, wo halt wirklich komplett nur auf dem Meer war und ein paar Schiffe hast müssen Mhm. versenken. Mhm. Ja. Ach, ich bin gespannt. Und ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, die am lautesten gerannt haben, das sind die Ersten, die es dann spielen. Ja, ja, fair. Also, Also, eben, wie gesagt, also, wenn gerade eh nichts Besseres rum ist und ich mhm. irgendwie genug habe von Palworld und gerade keinen Bock auf Apex, dann schaue ich dort sicher rein. Auf jeden Fall. Ah, Also, behaltet es auf jeden Fall im Auge. Wir ja. haben es ab dem, lass mich lügen, 16. Februar im Shop. Eigentlich schon vorher, Also, wir hat haben es Steffi jetzt, vorhin gesagt. wir haben es Man, jetzt schon im Shop. man Ihr kann könnt es es jetzt schon genau, man kann es vorbestellen. jetzt Ja, vorbestellen. Man kann es jetzt vorbestellen. ja. Es kommt Was einfach natürlich auch zum sinnvoll ist. Release-Tag. Genau. Mhm. Also geht jetzt in den Shop, stellt es vor, wenn ihr richtige Piraten-Fans seid. Genau. Und schwingt euch Säbel im Skull and Bones ab Ja, nächste ja. Woche. Voll. Und wenn ihr allgemein Piraten-Fan seid und nicht nur selber zum Gamen, kann ich euch im Fall einen Podcast empfehlen. Und zwar hat es gibt einen Podcast,
Der heisst «Echos der Geschichte». Der ist tatsächlich inspiriert von Assassin's Creed. Also es ist nicht ein reiner Geschichtspodcast, sondern es beleuchtet so ein bisschen die Figuren aus der Geschichte, aber aufgrund von Games. Also so, wer sind eigentlich die Menschen in diesen Games wirklich gesehen? Mega spannend. Und die haben jetzt neue Staffeln. Und zwar nennt sich die «Gangster der Meere». Und dort geht es in dieser Staffel wirklich um Piraten. Also um die berühmt-berüchtigsten Piraten aus der Geschichte. Und die Staffel hat 8 Episoden. Ich glaube, mittlerweile sollten etwa 5 Episoden schon live sein. Und jede geht ungefähr... Nein, nicht 5. 4 oder 5 sollten live sein. Und jede Episode geht ungefähr 20 Minuten. Und das sind wirklich... da werden einfach eben so die bekanntesten Piraten werden dort vorgestellt. Hure cool. Das ist Ich habe mal ein bisschen interessant, ja. reingelassen. Ich habe mal ein bisschen reingelassen. Das ist wirklich interessant, weil man eben die Namen ja irgendwie schon mal so ein bisschen wie gehört hat in irgendeinem Zusammenhang. Und ich meine, wer ist schon nicht irgendwie ein bisschen Piratenfan gewesen, irgendwann einmal, oder mit Piraten irgendwie in Berührung gekommen, oder spätestens mit irgendwelchen Filmen, wo halt die Namen immer wieder aufgegriffen werden. Und es ist halt gleich auch mal spannend zu sehen, wer sind denn die Menschen wirklich waren und wie sie entstanden. Das ist so die Story hinter dieser Person. Warum ist die Person überhaupt zum Pirat oder eben zur Piratin geworden? Ja, Schon und dass geil. man ja viel vergisst, Piraten hat es immer gegeben und gibt es heute noch. Jetzt heute noch, ja klar. Sie sind einfach Ähm, sie kommen ein bisschen anders daher, aber es ist Piraterie ein ist bisschen immer noch... moderner geworden. Ja, Genau. aber Piraterie ist immer noch ein riesengroßes Thema und da reden wir nicht von Filmen und Games illegal abladen. Ja, stimmt. Obwohl, Ja. das hat sich ja ziemlich verflüchtigt. Ich glaube, der Markt ist gar nicht mehr... Das ist schon ein sehr interessantes Thema. Das schneiden wir jetzt nicht an, aber der Markt hat sich ja auch mega... Also das Ding hat sich ja, glaube ich, mega einfach auch verkleinert oder minimiert, weil heutzutage sehr viel auch sehr kostengünstig erhältlich ist, wenn es dann mal in Aktion ist oder auf der richtigen Plattform. Ja, auch ein spannendes Thema. Auf jeden Fall, Ich glaube, es hat der trotzdem noch Podcast sehr klingt viel super. Piraterie betrieben. Aber ja. Ich muss ja auch mal wieder weiterhören. Ich finde es eben schon interessant. Sehr cool. Ein bisschen Background-Infos finde ich aber immer cool. Und, Aber ja. und die heutigen, was haben die heutigen Piraten, was würdest du sagen? Was Was? würdest jetzt du sagen, Steffi? Erzähl. Was würde ein heutiger Pirat für eine Waffe haben, wenn er dich überfällt auf deinem Schiff? Also, Ne, wenn du jetzt in einem heutigen Pirat, sagen wir, du bist auf einem Schiff unterwegs, du hast einen kleinen Fischkutter oder vielleicht etwas Grösseres, ja, etwas Hausboot. geladen, das Wert hat, oder? Und vielleicht ein paar Corsair-Container oder so. Und nachher kommt Ein Schiff. so eine Piratenbande und Ja. überfällt dich. Was tragen die für Waffen, wenn du jetzt müsstest sagen? Knarren. Was für Knarren? Ich kenne mich da nicht so aus. Halt das, was es zu piraterisieren gibt. Das ist nicht das, was man halt so bekommt als Pirat. Das, was man halt kann... Es gibt so ein illegal. russisches Modell, das man kennt, so von einem Ich kenne mich mit Sturmgewehr. Waffen im Fall nicht aus. Irgendwelche Pistolen und Schrotflinten. Irgendwie so etwas werden sie Okay, auch also haben. gut. Gesucht gewesen wäre der AK-47. Aber Ja. auf Ja, das jeden könnte auch Fall. sehr gut sein, ja. Aber wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit Waffen nicht enorm gut aus. Steffi, ich habe eine Überleitung machen. Ja, Also, das ist gut, das ist gut. Ich habe mir zuerst schon Also. überlegt, so, was haben echt moderne Piraten für Waffen? Und das Erste, was mir in den Sinn ist gekommen, ist ein Piratenschiff mit Laserkanonen. Also, erst so Laserbeams. So piu, piu. Ja, es ist gut. Und dann es habe ist ich aber so gut, gefunden, es ist gut. okay, nein. Okay, Überleitung ist definitiv vergeben. Ja, Also, nein, was ich eigentlich Entschuldigung. was ich- Ja, nein, wir reden jetzt über ein anderes Game mit Knarren. Ist gut. Genau, was ich eigentlich wollte sagen ist, es ist es so, dass tatsächlich die AK-47 jetzt in neuester Zeit seit neuestem in einem ganz neuen, sehr gehypten Game tatsächlich auch ein Wesen in der Hand hat, das aussieht wie ein Pokémon. Ja. Und da Jawohl. wären wir dann übrigens im Crit haben. Einfach, dass wir es gesagt haben. Und das Thema ist, glaube ich, im Moment Drama pur. Also. Genau, das Thema ist Drama pur. Wir wissen nicht viel, ausser man weiss ein Statement von Nintendo, das sie haben rausgegeben
Weil, und wir müssen schnell anfangen, warum rede ich jetzt hier von Nintendo? Weil wir reden hier von Palworld. Palworld ist ein Game, wo ein Mix ist aus Ark, vom Movement her, meiner Meinung nach, ein bisschen wie Fortnite und auch vom Charakterdesign von den Hauptcharakteren und Pokémon. Tatsächlich. Es ist ein Survival Open World Game. Es erinnert doch ein bisschen an Und Valheim tatsächlich, ja. erinnert auch ein bisschen an Valheim, genau. Ja. Und es ist scharf in der Kritik, weil die Pals, sogenannten Pals, die sehen aus wie Pokémon. Mhm. Und Steffi, ich meine, wir können alle, glaube also da kann jetzt wirklich niemand wegschauen und sagen, das ist nicht so. Also, gell, die Entwickler haben ein Statement gemacht. Und zwar sagen sie, nein, wir haben uns nicht von Pokémon inspirieren. Ja, das stimmt. Natürlich müssen sie das sagen. Rechtlich Ja. gesehen wäre es so einfach dumm, wenn sie sagen, Ja. ja, wir haben voll alle Inspirationen von Pokémon. Es gibt tatsächlich, ich weiss jetzt das selber gerade, 2 Games, wo mir persönlich in den Sinn kommen, die etwas Ähnliches gemacht haben, aber halt nicht so krass, dass man das Gefühl hat, jo, sie haben einfach das Modell genommen und sich ein bisschen umgemodelt. Weil man Oder irgendwie kann- ein Skin oder so. Einfach einen anderen Genau. Skin verpasst, ja. Genau, also zum Beispiel gibt es Temtem. Das ist ein Ja, Game, genau. wo auch ein bisschen ist wie Mhm. Pokémon. Oder eigentlich, nein, es ist genau wie Pokémon. Es ist genau wie aber, einfach, Pokémon. aber einfach die Monster sind halt wirklich sehr sauber gemacht worden. Und man sieht dort auch. Wie ist Oder das es gibt eigentlich? auch... Ich habe nie Ja. mehr etwas von Temtem gehört. Ist es gefloppt? Nein, ja, wir haben das recht lang gespielt, ich Okay. und der Kollege. Aber irgendwann haben wir aufgehört, weil, ja, es ist... keine Ahnung, wie das halt so ist, Mit verliert es Neues. manchmal... Ja, es verliert einfach manchmal schnell an Reiz. Spannung. Okay, ja, Und Cassette Beasts gibt es auch noch. Cassette Beasts ist, wenn ich es richtig ausspreche, ich glaube, es heisst so, Cassette Beasts, ist auch ein Spiel, das genau so wie Temtem funktioniert. Genau, Cassette Beasts heisst. Aber dort hat es noch eine coole, so einen coolen Twist. Und zwar kommen die Monster aus deinem Kassettenrekorder und du musst, und alles ist so ein bisschen so designt mit dem Element vom Kassettenrekorder und es macht viel mit Musik und so. Und das ist noch cool. Ist auch sehr gut bewertet auf Steam, also Wertung 10 von 10. Cassette Beasts, wer Lust hat, mal Pokémon-Alternativen zu spielen. Temtem oder Cassette Beasts sind beides sehr, sehr coole Pokémon-Alternativen und ein Beispiel dafür, wie man Pokémon kann kopieren kann, ohne dass es aussieht, als hätte man Pokémon komplett ja, als hätte man Copy-Paste gemacht. Mhm. Und bei Palworld ist es aber so, und das müssen wir wirklich auch sehen, das ist wirklich wichtig, dass man das sieht, die Entwickler haben sich nicht nichts überlegt. Die Entwickler haben sich angeschaut, okay, was hat Pokémon Company, was so heisst, der Branch von Nintendo, wo zuständig ist für das ganze Pokémon-Ding, haben sich die, wie haben die ihre Pokémon geschützt? Wie sind die rechtlich geschützt? Und welche sie eintragen, Genau. zum Beispiel, welche das ganz klar eintragen sind, Pikachu. ist Bisasam, Pikachu und Glumanda. Glumanda. Und Shiggy Und dann alle wahrscheinlich. Weiterentwicklungen. Und Shiggy eben nicht. Ah, Shiggy lustigerweise. nicht, okay, okay. Schu- Ja, denkst Shiggy du, aber alle 3 lustigerweise nicht. Starter, okay. Witzig. Nein, Shiggy ist wie zu wenig berühmt. Okay, wundert mich nicht. Oder vielleicht ist Shiggy einfach Shiggy. zu sehr Schildkröte, als dass man es hätte eintragen können. Das Ding ist Vielleicht, natürlich ja. auch, gell? Die Figuren zu lizenzieren, das ist dann auch extrem teuer. Also, die können ja nicht Fair. alle Pokémon, die sie jemals erstellt haben, einfach lizenzieren. Das würde ein Heidengeld kosten. Würde es auf jeden Fall. Ja. Würde es auf jeden Fall. Also aber, und du hast es jetzt gesagt, Shiggy sieht zuerst aus wie eine Schildkröte und das ist Mhm. sicher ein guter Punkt, weil im Endeffekt eben, kreative Freiheiten müssen gleich auch noch bestehen. Also ich meine, wenn jetzt irgendjemand eine Schildkröte zeichnet und die sieht schnell mal aus wie eine Shiggy, weil sie halt echt Anime-Augen hat, Ja. dann kann es ja nicht sein, dass dann ein Pokémon kommt und sagt, yo, Also hier, zahlen. Nintendo. Ja. Kollege. Ja, voll. Ja. Weißt du, nicht mehr? Ja, fix. Und ich glaube, Palworld-Entwickler, die ja auch Japaner sind, lustigerweise, haben sich da schon ein bisschen etwas überlegt. Also das sind die Entwickler von Pocket Pair und die sind jetzt schon einige Zeit dran, das am entwickeln. Und ich habe schon mal ein Auge geworfen gehabt auf das Game und dann hat es noch nicht so ausgesehen. Und dann habe ich auch noch so gedacht, ja, das ist, sieht für mich ein bisschen mehr aus wie ein Scam, oder? So ein bisschen
Wir wollen eigentlich so ein bisschen reinlocken mit dem, dass es so ein bisschen aussieht wie Pokémon, aber eigentlich ist das Game mega schlecht. Aber das Gegenteil ist eben der Fall. Das Gegenteil ist eben der Das Fall. ist aber, Das glaube ich, Game recht ist cool. wirklich gut. Also Mhm. das Kampfsystem ist gut, es hat eine hohe Spannungskurve, der Survival-Aspekt, der mich eigentlich nie interessiert hat, Fix. hat mich jetzt sogar ein bisschen gepackt, oder? Also, Okay. du siehst mich jetzt da wirklich aber wie ein Double auf so einen Stein rumhacken. Aber das Okay. Geile daran ist halt, dass du das nicht lange allein musst machen, weil sobald du das Pal gefangen hast, Mhm. schafft das für dich. Das Mhm. heisst, es geht für dich an Steine hacken, das geht für dich an Bäume fällen. Also es gibt natürlich nur gewisse Pals, die Bäume fällen und noch gewisse Pals, die Steine Ja, abbauen. jeder hat so Aber seine eigenen Fähigkeiten halt. Ja, ja. genau. Ja, ja. Aber du tust eigentlich, wie man so will, Pals versklaven. Für dich. Also die schaffen Versklaven, nachher eigentlich. züchten, opfern, alles. Genau, Yes. du kannst nicht nur versklaven, die Pals, du kannst sie auch erschießen, also du kannst sie direkt töten, wenn du willst. Du kannst sie tatsächlich schlachten. Mhm. Die Option gibt es. Ja, du musst dich auch Ähm, ernähren irgendwie. Es ist ein Survival-Game, also. ja, natürlich, aber dort ist schon, also hättest genug Möglichkeiten, dich zu ernähren, ohne das Pal zu schlachten, glaube ich, so viel ich weiß. Okay, Also du das weiß kannst ich dich, nicht. glaube ich, einfach von Beeren ernähren. Du kannst nämlich auch so einen Beerengarten bauen. Aber vielen Leuten macht das natürlich sehr viel Spass. Weil Ja, die finden, klar. hey, das sind alle die Aspekte, die ich im Pokémon immer vermisst habe. Also ja gut, wenn ihr Versklaven und Schießen vermisst habt, dann tut mich vielleicht schnell so ein bisschen fragen, was in eurem Leben Hinterfragen. falsch Ja. läuft. Aber im Endeffekt wollte ich mit dem sagen, es ist halt sehr viele Aspekte sind umgesetzt worden, wo Nintendo nicht geschafft hat. Und zwar, dass man auf jedem Pal eigentlich kann reiten kann. Man kann auf jedem Pal fliegen, wenn man es gelernt hat. Also man muss natürlich alles lernen. Mhm. Man kann jedes Pal eigentlich verschieden ausbilden und sie haben auch noch so eigene Treats, so spezielle. Man kann mit den Pals eben sein eigenes Haus aufbauen. Man kann sie, keine Ahnung, man kann eigentlich zu ihnen schauen und schauen, ob es ihnen gut geht und nicht gut geht. Und nachher kann man sagen, hey, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn sie eben die ganze Zeit nerven, kann man einfach sagen, hey, ich werde das Tschüss. Pal jetzt einfach los Ja. auf die eine oder andere Art, Ja. oder? Man kann Mhm. so gegeneinander kämpfen. Mhm. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Es gibt im Moment 103 Pals, Oh, glaube wow, ich. das sind noch viel. Also, gell, vielleicht Genau. an dieser Stelle, was ich halt noch so gehört habe, ist, ja, es gibt schon die ein oder anderen Pals, oder Pals oder was auch immer, die extrem ähnlich aussehen wie Pokémon. Aber es gibt auch sehr viele, die völlig anders aussehen, also die völlig neu erschaffen worden sind und keine Ähnlichkeiten haben zu irgendwelchen Pokémon. Habe ich aber auch mitbekommen. Und Ja. ich glaube, einer der Hauptkritikpunkte, warum Palworld so aber ja, in Kritik steht im Moment, ist, wo sie angefangen haben, das Game zu machen, zu designen, zu kreieren, haben sie ja kaum Mitarbeiter gehabt, kaum Angestellte. Die Grafikerin, hat du gesagt, also nein, nicht Grafikerin, Character Designerin, das ist eine Studentin, eine Studentin, die war arbeitslos, wo das dann gemacht hat. Und die hat alle Pals selber mit KI erschaffen. Und ich glaube eben, das ist eben auch so einer der Punkte. Sie haben sich, also die Macher von Palworld haben sich enorm an KI bedient. Und ich glaube, ganz vielen Leuten stößt das mega sauer auf. Aber da muss ich halt auch sagen, so, hey Leute, willkommen im 2024. Also was erwartet ihr? Exactly. Und es ist halt auch so, dass die Entwickler dort sich gesagt haben, hey, schau, also wir wissen, was die Menschheit will, wir wissen, was die Leute wollen. Hey, Sie man wollen nimmt einfach Erfolgsrezepte von anderen Games. Ich meine, und macht sie besser, Valheim, ja? ja, Valheim ist Ja. wirklich ein Erfolg gewesen. Pokémon ist richtig nostalgisch, die Leute lieben es. Und Mhm. eben, man nimmt Sachen, wo die Leute gerne haben. Man nimmt Evergreens wie Shooter drin. Mhm. Die Welt, wo ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat mit also wie Pokémon, aber besser aussieht als Pokémon, weißt du? Und ja, man mischt das halt einfach zusammen zu einem neuen Game. Und
hey, ganz ehrlich, also sind wir ehrlich, wenn das Game etwas macht, dann ist es hoffentlich Nintendo bzw. Wie heissen die anderen Pokémon? Game Freak. Genau. Mal ein bisschen einen Arschtritt zu verpassen. So, hey, Ja. bringt eure Games mal auf einen aktuellen Stand, wo sind wir ehrlich? Mhm. So wenig Liebe, wie die in den letzten Games reingeschmissen haben. Also das geht ja nicht mehr, wirklich nicht. Mhm. Oder? Mhm. Und das meiner Meinung nach, also sagen wir es nicht, meiner Hoffnung nach, tut das Geschäft wieder ein bisschen beleben. Hoffentlich. Auf jeden Fall, eben. Und wie Ja. gesagt, also ich meine, was halt hier geil ist, ich meine, wir müssen gleich auch noch mal sagen, Nintendo, ganz klare, strikte Regeln, ganz klare, strikte Sachen, was kommt in einem Game vor, was nicht. Es gibt eine ganz klare Beschränkung. Palworld schießt einfach drauf. Wortwörtlich ist ihnen egal. Sie machen alles, was sie wollen. Sie haben sogar ein Pal entwickelt, das heisst Lovander. Und das Okay. ist, es erscheint nur in der Nacht und ist auf der Suche nach einer Night of Love. Oh. Genau, und ist sehr interessiert an Humans. Okay. Genau. Und da gibt es eine lustige Story zu dem Wollen Pal. wir die hören? Ja, weil sie haben es präsentiert und dann hat jemand im Dezember, in dem Dezember haben sie es präsentiert und dann hat jemand kommentiert gehabt, should have been number 69. Ja, völlig. Anstatt 49, oder? Ja, Es ist Nummer hure. 49. Und er Ja, hat Palworld auf das geantwortet, that's not a bad idea. Und siehe da, Lovander ist jetzt Nummer 69. Nice. Ähm, Also sie hören auf die Community. Ganz ehrlich, das ist sie eben auch hören so auf die wichtig. Community, genau. Heutzutage in der Gaming-Industrie, also nein, nicht nur in der Gaming-Industrie, eigentlich überall. Los auf deine Community, Mann. Das ist einfach. Genau. Musst Das ist einfach. so wertvoll, ja. Niemand hat mehr Macht als das Volk hinter dem Keyboard. Es ist einfach so. Ja, das ist Und genau so. du Schlussendlich verbaust sind ja alles. das ja die Geld bringen, sind wir ehrlich. Das sind deine Käufer. Apropos, ich muss noch schnell 2 Zahlen droppen. Mhm. Die Surfer von Palworld kosten monatlich 440'000 €. Po. Ja. Po. Ja. Po. Okay, ich muss 3 Zahlen droppen. Über 3 Millionen Leute haben das Game. Nein, also über 1 Million haben das Leute gleichzeitig gespielt. Verkauft ist es aber viel, viel mehr geworden. Und zwar so oft, dass sie trotz der 30% Abzüge von Steam immer noch 256 Millionen € damit eingenommen haben. Also, es geht noch nicht schlecht. Aber einfach so, dass ihr mal so ein paar Dimensionen habt. Das ist schon crazy, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mittlerweile, am Anfang habe ich es, wie ich halt bin, habe ich es so ein bisschen gehatet und gefunden, ja, da und so. Und irgendwie treten ja das ganze Wesen von den Pokémon so ein bisschen mit Füßen, oder? Wenn ihr die jetzt einfach, keine Ahnung, zum Abschuss freigeben oder zur Versklavung freigeben, in dem Sinn. Aber dann habe ich sagen, nein, eigentlich ist es ein Aufschrei von der Community selber, wo sich jetzt halt hier zeigt durch ein Indie-Studio, wo einfach gesagt hat, weißt du was, wenn ihr es nicht wollt, machen wir es selber. Wenn ihr es nicht herbekommt, machen wir es halt selber. Genau, das ist so. Genau. Alles muss man selber machen. Ja, ist einfach so. Ja. Und von dem her, ich habe es einfach zocken, ich finde es mega cool, ich finde es mega lustig. Es leckt ja dann auch nie. Irgendwie, ich kann dir jetzt nicht sagen, ja klar hat es noch so 2, 3 Es Fälle. hat, glaube ich, schon ein paar Bugs. Ich glaube, manchmal gehst du einfach durch den Boden durch. Exactly, und NPCs stehen manchmal schon einfach so rum. Aber hey, in welchem Game Ist das nicht in so? welchem Game ist es nicht so, wo erst Release ist? Oder ich meine, für das sie jetzt haben, es ist immer noch Early Access, glaube ich, aber für das sie Early Access haben, läuft es so geschmeidig und es ist alles so lustig und das Kampfsystem ist eigentlich cool, die Interaktion mit den Pals ist cool, es passiert immer irgendwelche unvorhersehbaren Shit und das ist immer lustig. Nice. Wie gut, der Hänger quasi, das kommt selbst vor. Ja, das kommt wirklich selbst vor. Aber, kann ich bestätigen an der Stelle. Also von dem her, Palworld, ja, warum nicht? Ja. Muss ich mittlerweile sagen. Also das Drama rundum ist riesig, aber ganz ehrlich, gebt ihm eine Chance. Ja. Also Nintendo gibt ihm natürlich dem Ganzen keine Chance. Sie haben jetzt Investigator haben sie geschrieben.
wie weit sie da kommen Mhm. und was dort passiert. Wir halten noch auf dem Laufenden. Wird sicher Unbedingt. spannend. Ja. Aber es ist natürlich auch nicht das einzige Kriterium, das wir haben, Steffi. Gell? Nein, du hast noch mehr, du hast noch mehr. Wir haben da noch etwas. Also Ich ja, habe quasi du hast jetzt, schon ja, etwas, ich habe etwas. ich habe jetzt dein Thema übernommen, irgendwie, ja. Ja, ein Okay. bisschen. Aber schon völlig okay. Aber mach es Ja. kurz, Nico. Ganz kurz nur. Ich mache es ganz kurz. Ja. Also, es ist so, dass CD Projekt Red, und das ist das Studio, wo The Witcher gemacht hat, das wissen ihr alle. Und natürlich auch Cyberpunk, oder Steffi? Cyberpunk. Ja, genau. Über eine mögliche Übernahme, also es wird über eine mögliche Übernahme geredet, durch einen anderen Publisher. Und es wird ein neues The Witcher-Abenteuer namens Polaris entstehen, wo 2024 so anfangen. Jetzt ist es so, warum passiert eine Übernahme durch einen anderen, ja, durch einen anderen Publisher? Dort kann man sich natürlich fragen, hat es zu tun mit dem ganzen Cyberpunk-Eklat? Ich denke sicher ja, das hat nämlich CD Projekt Red richtig wehgetan. Und ich glaube auch, dass sie durch das viel Geld verloren haben, Steffi. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmst. Aber auch sonst ist intern, glaube ich, einiges auseinandergebrochen. Dort sind so, glaube Hey, ich, ich viele habe Leute gegangen. nichts mitbekommen. Keine Mm. Ahnung. Das ist völlig an mir vorbei. Es sind viele Leute gegangen. Okay. Man hat diverse Berichte gelesen und glaube auch es hat auch kleinere Videos gegeben darüber, was zu dieser Zeit von Cyberpunk eigentlich alles schiefgelaufen ist. Also Oh je. unglaublich viel Crunch-Zeiten, unfaire Behandlung der Mitarbeiter, Pushen von einem Wirklich? Projekt, wo, ja, so, Oha. Hast du ja, einfach Crunch-Time pushen, gehabt? einfach pushen Ah, von Sachen, wo es einfach nicht mehr hat gebracht, sondern noch zu pushen, weil man einfach gemerkt hat, wir haben zu wenig Zeit. okay. Und jetzt müssen wir halt schauen, ja, wer jetzt die Übernahme, also ob das wirklich passiert und wer das Ganze übernimmt, weil wir wissen, dann kann es either way gehen, oder dann können sie es entweder noch mehr cheaten Oh, und das stell dir nächste, was vor, kommt, ist stell dir schon vor, sie scheiße. stampfen irgendwie Games plötzlich ein. Oder, noch schlimmer, die Qualität nimmt Huren ab. Ja. Oh. Und es ist, ich meine, gerade bei The Witcher, wo ja eigentlich so eine bekannte und auch beliebte Gamereihe ist, wäre das ja Mhm. der Horror. Hey. Oh Mann. Auf jeden Fall. Also Ja. ich hoffe es nicht, aber so viel mehr weiß man nicht mehr darüber. Okay. Na Sonst, wenn gut. es euch interessiert, könnt ihr das so googlen und nachlesen. Wir hoffen einfach, dass das nächste Witcher-Projekt besser oder ja, gleich gut wird wie wie das Wild 3. Hunt war ja super gewesen, Wild Hunt also, ist ja ja, richtig, richtig gut ja. gewesen. Ja gut, das nächste soll ja, Ähm, glaube ich, mit der Siri sein, gell? Gar nicht wirklich mit dem Geralt. Das ist für mich auch voll okay. Also Ja. weißt du, wenn sie es gut Ja, machen, völlig. warum nicht? Ja, Wenn sie es gut absolut. machen, warum nicht? Ja. Und Siri ist Ja, die ist ja auch cool. Die hat ja auch ihre die ist helle speziellen... hart, weißt du, was ich meine? Also, Jetzt das ist. abgesehen davon, dass sie heller hat ist, Nico. Aber ja, yes. Okay, gehen wir zum nächsten. Yes, genau. Also, Folgendes. Also, wir haben ja schon ein bisschen über Ubisoft geredet vorher. Dass, also bei Skull and Bones, dass so ein bisschen das Thema ist aufgekommen, dass Ubisoft grundsätzlich ein bisschen immer wieder vergibt mit ihren Games und alles irgendwie gleich aussieht und dass auch irgendwie jedes Game irgendwie buggy ist oder jedes Game irgendwie sonst aus irgendeinem Grund nicht wirklich funktioniert. Ich bin nicht ganz dieser Meinung, ehrlich gesagt. Ich finde, Ubisoft hat ein paar fantastische Titel, die halt vielleicht auch nicht... Also gut, aber das ist halt auch etwas. Ich glaube, die meisten Menschen kennen einfach die grossen Titel von Ubisoft und halt je grösser ein Game ist, desto buganfälliger ist es natürlich auch. Das muss man auch sehen. Aber jetzt zum Beispiel das Immortals Phoenix Rising ist ein fantastisches Game und das kennt fast niemand. Und Prince of Persia ist auch fantastisch und das ist sicher auch ein Game, das nicht so gut wird funktionieren, wie sie es sich erhoffen, sind wir ehrlich. Es ist eher ein kleinerer Titel, aber item. Und das soll jetzt nicht gehen, sondern es geht darum, dass Ubisoft letztes Mal etwas rausgehauen hat, beziehungsweise der Philip Tremblay, ich glaube, das ist ein CEO, bin mir gar nicht mehr sicher, der hat rausgelassen, dass
er eigentlich, beziehungsweise die Gaming-Industrie eigentlich eher so ein bisschen geplant, in die Richtung Streaming reinzugehen. Sprich, also er hat eine Aussage gebracht, hey, die Leute müssen sich einfach daran gewöhnen, dass sie ihre Games sowie auch ihre Filme und Serien nicht mehr physisch besitzen. Also mit dem Netflix-Streaming, weißt du? Netflix-Streaming, da besitzt du ja deine Serien und deine die Filme, die du schaust, ja auch nicht. Du hast es einfach im Streaming-Dienst drin. Du schaust es, wenn du Bock hast und dann lass wieder links liegen, oder? Fair, ja, das stimmt. Ja, und stimmt. er ist echt der Meinung so, hey, eben, ihr müsst euch einfach daran gewöhnen, dass das auch die Zukunft von Gaming ist. Und sind wir ehrlich, es geht irgendwie mehr in diese Richtung. Schon allein mit dem Game Pass, wo ja Microsoft schon länger jetzt dran am Arbeiten ist. Und die Zukunft geht einfach in diese Richtung. Das ist ja so. Das ist einfach eine ganz natürliche Veränderung, wo man, ich meine, eben die Filmindustrie, die Serienindustrie hat es mit Netflix und Disney Plus und so weiter, die haben es vorgemacht und Gaming wird folgen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Also das kann niemand abstreiten. Und klar, ich verstehe es, wenn man Fan ist von etwas und das Zeug gerne physisch hat, also halt noch so ein Sammler, weißt. Aber auch da ist halt die Frage, wie lange gibt es so Leute noch? Oder? Also, Ja. ich meine, wie viel sind das von allen Gamern? Das ist ein Bruchteil. Oder? Ich meine, schlussendlich ist das auch eine Sache, Games oder Filme sammeln. Das braucht ja auch Platz. Oder? Also, und das sind Ja, Staubfänger und alles. Und ja, ich finde den natürlich. Aspekt, etwas zu sammeln, auch schön. Aber irgendwie habe ich jedes Mal, wenn ich Sachen gesammelt habe, nach ein paar Jahren, habe ich es dann gleich fortgeschossen. Oder? Und ich finde, es hat doch eine. Gut, es ist vielleicht nicht so schlau mit dem Umweltfaktor zu kommen, wo natürlich Surfer auch extrem, ja, ich sage jetzt umweltunfreundlich sind und eher klimaschädigend als klimafreundlich. Ähm, aber die ganze Produktion, der ganze Transportweg, also auch das Plastik und einfach alles. Ich meine, schon allein die Hüllen zum Beispiel für die kleinen Cartridges. Ich meine, come on, also da muss man sich doch wirklich langsam etwas einfallen. Es darf doch nicht sein, dass True. das so weitergeht, weißt True. drum, also ja, und das Ding war, ja, was auch noch dazu kommt, ist so die Kritik so, ja, ich kaufe aber gerne ein Game und es dann weiterverkaufen. Oder, hey, ich kaufe gerne ein Game de Occasion. Und, Ja, auf jeden Fall. das ist natürlich auch etwas, das kannst du natürlich dann nicht mehr machen. Und gleich, wenn man sich überlegt, dann hast du gibst ja gleich dann Geld aus, forever, sage ich jetzt einmal. Einmal einen Teil. Und Abokosten, ich meine, wenn du keinen Bock mehr hast auf ein Abo, für 2, 3 Monate nicht gamest, ja, dann kündigt das Abo. Ja. Dein Speicherstand bleibt bestehen, oder? Du kannst ja, das ist ja alles auf deinem Konto gespeichert. Du kannst es dann wieder aufnehmen nach 3, 4 Monaten und dann genau dort weiterspielen, wo du gesehen bist vorher. Der Spielstand geht nicht verloren. Das ist so. Oder? Und ich glaube wirklich, das ist einfach nur eine Gewöhnungssache. Die Leute sie haben einfach Angst vor Veränderungen. So ist es, so sieht es aus. Die Leute haben einfach nicht gerne Veränderungen, es scheisst sie an, wenn die Sachen anders funktionieren, als sie sich das gewohnt sind. Und ja, das ist meiner Meinung nach einfach so, hey Leute, öffnet euch einfach der Möglichkeit. Aber anscheinend sind ganz viele Menschen anderer Meinung. Weil die Aktien sind nämlich nach dieser Aussage um 12% gesunken. 12%, Nico! 12! Das ist krass. Ja, das ist krass. Also, to be honest, ich habe ich kenne gleich auch viele Leute, die immer noch sehr fest viel Wert darauf legen, ein Game physisch kann ich heute reden, zu besitzen. Und zwar sind das aber gleich dann mehr die Leute, die, sage jetzt mal, so im im Alter sind, weißt du, was ich meine? Oder so im Aber es ist eher im Alter. Also eher die ja. bisschen älteren Herren, oder? Lass es reifen, ich hoffe, der Reifen lässt es nicht zu. Nein, also gut, ich habe das natürlich auch so gesagt. Nein, aber ich glaube, das ist in dem Sinn einfach, ja, es ist eine Sache von einer Generation und ich verstehe es auch, weil
ein bisschen weit ist das auch so mit den Filmen oder den DVDs. Ich meine, wenn du Herr der Ringe im Regal hast, am Stehen hast, so wie ich jetzt zum Beispiel die ganze Trilogie hier im Regal am Stehen habe, dann ist das Mhm. für mich schon geiler, als wenn ich sie irgendwo gespeichert habe. Weil so Sachen wie zum Beispiel jetzt eben Herr der Ringe oder etwas, wo so eine Zeit, so einen Abdruck in der Weltgeschichte hat hinterlassen, als ein unglaublich cooles Werk, möchtest du manchmal einfach als Hardcopy bei dir irgendwo am Umstehen haben. Weißt du, auch für einen Sammler Wert und für den Collection Wert. Oder, weißt du, Mhm. ein bisschen wie ich meine? Ja, ja, Und, sicher. und ich glaube, das ist für viele Leute wichtig, gleich ein Game noch als Hardcopy zu haben und eine CD halt noch zu haben und keine Ahnung, und ein Buch halt nicht auf dem E-Reader zu haben, sondern im Regal, oder? Ja, also eben, ich muss sagen, auch gerade bei Büchern, ich habe die halt schon gerne physisch, weil wir aber auch gerne das Zeug anstreichen, weißt du? Muss ich schon auch zugeben. Und einfach das Feeling vom Papier. Ähm, Ja, und du liest noch ja, Bücher, was schon ja. so voll cool ist. Ich lese viele Bücher. Ja, aber das Ding, das gleich, ich meine, ich würde, also, ich meine, man kann ja Limited Edition Boxen oder so machen, weißt du? Und dann können die Ja, ja. Sammler können ja die kaufen oder so. Also, klar, es ist ja wieder teurer und so. Aber nein, ich verstehe den Gedanken schon. Und das heisst ja nicht, dass es nächstes Jahr schon wird passieren. Aber ich glaube einfach, dass sich die ganze Industrie langsam in die Richtung bewegt. Und ganz ehrlich, das ist fair. Ja, Das ist natürlich ist es fair. fair. Ja. Natürlich ist es fair. Ja. Natürlich, und Also, es das ist macht auch meine Sinn. Meinung. Das ist meine Meinung. Es, Ja. es macht auch Sinn, weil Mhm. einfach in einem Umweltaspekt ist es etwas, wo glaube mehr bringt. Ja. Oder? Ja, absolut. Aber, also, aber man darf natürlich schon nicht unterschätzen, dass Cloud nicht gerade umweltfreundlich ist. Also, also Surfer und so, die sind auch wirklich alles andere als umweltfreundlich. Was die an, also das, oder schon allein die Hitze, die sie erzeugen, das ist ja horrend. Ich meine, die muss man so abkühlen, dass das wirklich enorm viel Energie frisst. Enorm viel. Also es ist nicht umweltfreundlich. Aber wenn man schaut, eben Produktionsplastik, Transport, Lager, Verkauf und so weiter, es ging ja auch anders. Ganz ehrlich. Ja. Und ich glaube, es ist einfach auch einfacher, das Zeug einfach digital zu haben. Aber ja. Hey, ich will gar nicht mehr, länger darüber reden. Es ist, Alles gut. ich finde Alles ich gut, find das es ist ein ist spannend. interessanter Weg, was geht. Mhm. Also, ich habe einfach auch, ja, es ist auch so etwas, wo man ein bisschen darüber nachdenken kann und so. Und ich finde es vor allem auch interessant, eben, wie sich die Leute so ein bisschen dagegen wehren. Statt einfach mal sich auf die Möglichkeit einzulassen. Und da sehe ich einfach auch mal wieder, eben, dass glaube wirklich die meisten Leute vor allem einfach hure Mühe haben mit Veränderungen. Wo der Mensch ist halt einfach ein Gewohnheitstier. Oder? Und ja, sobald etwas anderes ist, etwas Neues, gibt es natürlich, und vor allem sind wir ehrlich, Gamer, die motzen enorm gern und enorm viel. Ich glaube, das muss man an dieser Stelle schon mal so sagen. Ich glaube, es ist eine der lautesten Communities. Also ich höre es auch ständig, aber ich Ja, bin auch in gut, sie, dieser haben ja, sie Bubble, wissen so gell? wie. Also, Ja, sie wissen so wie. ja, Weißt du, ich meine, sie haben ja. halt den Zugang zu diesem Medium tagtäglich und das heisst, sie wissen wie. Und ich denke, wenn viel mehr Menschen wüssten, wie das Sprachrohr Internet nutzen, dann würden sie so Mhm. mehr machen. Mhm. Aber ich bin eigentlich froh, dass es noch nicht so viel wissen, weil, to be honest, wir haben jetzt schon das Chaos im Ja, true that, Interwebs. true that, true that. Aber ja gut. Hey, werfen wir doch noch einen Blick auf unseren Loot. Wir haben nämlich ein paar neue Games, also bei uns im Shop, die wir euch möchten zeigen. Und zwar haben wir einerseits Rise of the Ronin. Da wolltest du etwas dazu sagen, oder Nico? Ja, also es hat für mich sehr cool ausgesehen. Es Sieht gibt mir ein bisschen richtig geil aus. Toast of the Tsushima. Ah, das Also, ist was schon ist denn los mit dir? Ghost of the Tsushima. Toast Ghost, of Toasty Mamas. Nee, egal. Ghost of the. Ghost of Tsushima Ja, Vibes bravo. gibt's mir. Mhm. Mhm. Und das ist cool, weil es ist auch vom Team Ninja gemacht und ich glaube, die haben
andere coole Games auch gemacht. Ich weiss jetzt gerade, mir kommt keins mehr in den Sinn, aber ich glaube, haben die nicht. Was hat Team Ninja entwickelt? Ja, genau. Stimmt. Wulong Fallen Dynasty. Wulong, oh wow, okay. Genau. Not bad. Ninja Gaiden. Nioh. Natürlich, die haben Nioh gemacht. Ja, Aha. darum ist es so gut. Darum finde ich es so gut, weil die haben Nioh gemacht. Mhm. Nioh ist ja eins von den, also von ich finde eine von der besten Dark Souls Alternativen, die es Geil. gibt. Nioh ist hure geil. Mega cool. Habe ich leider nie durchgespielt, weil es einfach so schwierig ist. Dead or Alive haben sie auch gemacht, genau. Mhm. Und die jetzt eben Rise of the Ronin bringen die raus und das ist wirklich ähnlich wie das Ghost, aber hat natürlich gleich auch noch so ihr eigenes Flair drin. Ich sage einfach nur Japan, Samurai, Schlägle und was willst du mehr? Ja. Nice. Ja gut. Dann doch super. Gibt es bei uns im Shop zum Vorbestellen? Genau. Yes. Nein, natürlich. Komplett das Gegenteil. Princess Peach, Showtime. Das ist ja schon vor längerem angekündigt worden, dass es ein Peach-Game wird geben. Und zwar ist es gleichzeitig angekündigt worden wie das Mario RPG. Genau, und das kommt demnächst. Das kommt, glaube ich, noch im Februar, wenn ich es richtig... Februar oder Anfang März, ich bin mir gar nicht mehr, wirklich sicher. Aber es geht auf jeden Fall nicht mehr lang. Und wir können endlich mal nicht nur den Mario spielen und Peach retten, sondern wir können endlich mal die Peach selber spielen. Und ganz ehrlich, ich habe dann den Trailer gesehen, als er rausgekommen ist. Es könnte echt cool werden, weil die Peach nimmt so verschiedene Rollen an. Also sie wird auch, eben, zum Beispiel Martial Art Kämpferin, wie sagt man? Martial Artist. Martial Art Kämpferin wird ja, sie. Okay. Aber das ist eben... Okay. Nein, aber darum habe ich das Wort gesagt, so, egal. Okay. Oder eben irgendwann mal, oder einfach, sie nehmen so verschiedene Rollen an. Und ich finde es echt gut. Von dem her, also, es sieht cool aus, sagen wir es so. Ich bin gespannt natürlich, wie sich das spielt. Wird sicher witzig. Ja, also, dürfen wir schon? Können wir dort? Nein. Okay. Und, ja, okay. Und, aber ja, genau, zum Beispiel wird es auch Detektivin oder Bäckerin, also Konditorin. Ja, ich freue mich, richtig gut. Und was auch noch angekündigt worden ist, glaube sogar wirklich im gleichen Zusammenhang, ist Mario vs. Donkey Kong. Und das kommt am 16. Februar, wenn ich es recht im Kopf habe. Nice. Ich glaube, es Remake. Da sehe ich mich mehr. Ja, ich glaube, es Remake. Könnte echt cool werden, ja. Es sieht witzig aus. Donkey Kong ist ja einer meiner Favorite Characters aus dem das wundert mich gar nicht. Wow, was heisst jetzt das schon wieder? Gorilla! Ja, jetzt come on. Ja, hast du deine Oberarme mal angeschaut? Das lassen wir schon Liebe. zum Gorilla. Hey. Hey, das ist ein Kompliment. Ja, danke. Merci vielmals. Yes, genau. Und last but not least, ich habe es auch witzig gefunden. Hey, es gibt jetzt ein Farming Simulator Kids. Hast du das gewusst? Ja. Was ist das? Farming Simulator Kids? Also, es ist erst announced worden. Man kann es natürlich bei uns schon vorbestellen. Für auf der Switch. Und das ist wirklich halt mega in einem herzigen Cartoon-Style. Wirklich mega herzig, auch mit Tieren und schön aufbereitet. Wirklich richtig cute gemacht. Und eben, du tust einfach wirklich eine Farm betreiben. Natürlich nicht ganz so realistisch und aufwendig wie das echte Farm-Simulator. Aber es soll vor allem Kinder ein bisschen aufzeigen, von wo eigentlich das Zeug alles kommt. Aber so die Lebensmittel und so. Ja. Und ich finde es hure cool. Ich finde es wirklich richtig cute. Es sieht so herzig aus. Ja. Genau. Das sind die 4 Games, die wir euch noch vorstellen wollen. So sieht es aus. Und bevor wir hier uns verabschieden, noch einen kleinen Ausblick. Und zwar gibt es diesen Freitag, am 9. Februar, einen Stream mit mir. 14:30 Uhr fangen wir an mit Another Code Recollection. Another Code ist, glaube ich, auch ein japanisches RPG. Das ist ein Story-Game, wo wir dann
ja, ich habe mich gar noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, wo ich eben wirklich so blind wie möglich in das Game rein will. Aber wir spielen es an und ich glaube, es hat eine recht gute, loyale Community. Von dem her bin Fair. ich wahnsinnig gespannt. Darum eben, Freitag 14.30 Uhr, schaltet ein auf unserem Twitch-Kanal, twitch.tv/brackch, ohne Punkt. Genau. Ja, und unterstützt. Sie ist wieder im Streamfieber. Ich finde es gut. Yes. Ja, Ja Freude. gut, dann würde ich meinen, wäre das gewesen mit dem Podcast und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss zusammen und hinterlasst uns einen Kommentar auf Spotify, wie ihr unsere Episode gefunden habt. Oder sagt euch nochmal Hallo, schön seid ihr wieder zurück, da würde ich mich auch wahnsinnig freuen. Ja, genau, einfach etwas Kleines, genau. Das Etwas Grüßli Kleines Dalla. einfach. Schön, euch wieder zu sehen, weil wir haben auch mega Freude, seid ihr alle wieder da und im Chat Voll. schwirren und auch die nicht in den Chat schreiben, die einfach zuschauen, wir spüren auch euch. Wir spüren euch. Wir spüren, oh wow, wir spüren eure Energie, euren Support. Tschüss. Tschüss zusammen.